Wenn ihr letzte Sonntag hier wären und diese Botschaft horchen deiden, letzte Sonntag sagen wir, wo Gott wir mit Israel, wenn sie reinmerken deiden, haben wir das nicht Land angehen. Gott, juist seine Leib, hat juist seine Gnade, dass wir dürfen die Israeliten annehmen, aber leider das annehmen, merken die sich Israeliten an der harten Hort und gingen Gott. En God regt nog eenmaal zijn leven uit naar eind. En met dat zet Israël weer af. En dan merkt God en tot klaar dat zij worden voor een gewisse tijd, 38 jaar langer, in de wildernis rondwandelen. Vandaar waar we zijn in kapitel 2 van 5 Mose, kapitel 2 en dan bij 3, waar zij in de wildernis rondgaan. En dan wou God terug weer, dat hij met hen weer, wanneer zij bestraft werden. We vallen ons werken zij alleen, wanneer God ons beleren dat. Wanneer God ons bestrafen dat voor wat we gedaan hebben. God wil de dingen wat in ons leven zijn, de dingen raufnemen, dat ons terughouden dat we am ganz handgegeven zijn en dat we am nog vallen doen. Maar God trekt niet terug, hij is met ons, wanneer hij ons beleren deed. We willen van deel zijn wat hij met Israël deed. Eier wieder gaan, we aanvangen met een gebed. Lieve hemelsche Vader, we zijn zeer dankbaar van deel smars. We hebben der gezang en der gebed, die aangebed, we hebben die gepreist, we hebben die gedankt voor wat die gedaan hast voor ons. Dine lijf als gratis, wat we begrijpen kunnen. En God, ik bid van deel voor deze boodschap. Ik bid dat u was mijn klare gedanken geven en mijn tong losmaken. Dat ik kan dit erklären wat u hast voor ons van deel. God, ik bid voor iedereen wat het horen deed. We bidden dat u was ons de hart weken, dat we kunnen van die Heer en dat uitleven wat u voor ons hast. We bidden dit in Jezus' naam. Amen. Wanneer we deze Kapitel durchgehen, hier sind 2 Kapitel, wo wir wollen von der durchgehen. Ich würde Ihnen ermutigen, nehm diese Versen, was wir durchgehen, sind das Mars, und lese die durch, der Werk. So, dass ihr kann besser verstehen, was ich sage. Wir haben bloß nicht Zeit, denn die Versen alle lesen. Wir werden von der in Kapitel 2 und dann Kapitel 3 durchgehen und sagen, was deut Gott in den Israeliten, was deut er verernt, wanneer zij ingestraft werden. Dus ik wil zeggen dat die werden veel gelegenheden dat zij kunnen dat niet land aangaan. Die schicken mannen dat niet land aan, gingen over de Jordan en dat niet land aan bezagen dat. Zij zeggen dat wir goud. En doch, ze geloven God niet. Ze vertrouwen God niet en ze drehen zich gegen God. En God zijn straf verernt, wir, dat zij worden 38 jaar langer wandelen in de wildernis. So, dat is waar we aanvangen, kapitel 2, die eerste vers, dat zegt de stad. Met de tijd, wanneer we armen gingen in de wildernis naar op een weg naar de Schelpmeer, zoals de Heer ons gezegd had. So, God leidt ons, zij hielden van God, dat God wird het niet zijn, en God wird het niet in het niet-land aanleiden, aber Gott leidt en terug in het wildnis neer. Hij had en gezegd wat ze zullen doen. God had en niet in het derde gelegenheid gegeven. Hij had tweemaal zijn genade bewezen en Israël dreed gingen aan. En nun dat, wanneer hij zei, die würden moeten voor deze meerdere jaren wandelen, dan dreed Israël zich terug naar God en vroeg voor vergeving, aber God zijn straf weer dan in plaats. Sondern de vierde, wat de 8e vers zegt dat wanneer zij in dit wandel weer, en we verstaan die wandel aan de oosteren zijde, en zijde van de Jordan en de Zaltmeer, dat is voor de Israëlieten rondwandelen in de wildnis. En dan komen we terug op, gingen noorden verleden de Zaltmeer en aan de oosteren zijde van de rivier Jordan. En dit is hoe ze dan weer. En zo'n
4 bis 8 lehrt uns, dass sie gingen durch das Land Edom. So wer wären diese Menschen? Die Edomiter, die wären die, die von Isa stammen. In der 8. Vers sagt, dass sie ein Nachkommen von Isa. So wir würden gern sein, dass sie in Freundschaft mit den Israeliten. Wenn wir die Bibel, die Alte Testament kennen, Isaac hat 2 Sehns. Da wären Twins. Die wären auf selben Tag geboren. Die erste Geborene, der wäre Isa, und der zweite wäre Jakob. Und Jakob sind Namen andere Leute, sondern wie Israel. So Israel kam von Jakob, und sein Bruder Isa, die wären die, was die Edomiter waren. So sie sind in einer Freundschaft. So Gott sind gefallen, die wir noch Eva Isa. Isa hat sein Geburtsreich aufgesagt, aber Gott in seiner Gnade nimmt Isa still an. Er hat den Weg live für ihn. Und ich glaube, hier werde ich einen Punkt gescheit uitdrücken. Wenn wir weit aufgewandelt haben von Gott, Gott sind gefallen als nach uns. Gott sind gefallen als nach uns. Und mit dort meine ich, und was die Bibel uns lernt, dass keiner ist so weit aufgegangen, dass Gott seine Gnade, Gott seine Leib, kann nicht uitregen und am Träg nehmen. Und so von wie von der und wo wir je in ihrem Leben sind, wenn die fallen, die sind so weit aufgegangen von Gott, dass Gott kann ihnen nicht mehr raten. Wie kann sein, dass Gott seine Leib, wie noch an Isa, und wir über 400 Jahre wieder, und seine Leib wird doch noch an diese Person. Aber er sagt dann in der zweiten Part von der 4. Vers, dass wenn sie durch das Land gehen, sie sollen durch das Land gehen, sie sollen nicht Krieg merken mit diesen Menschen. Aber er sagt, sie wollen sich für ihn ängsten zur Post ab. Sie wollen sich ängsten von ihm. Und wir kicken trägen in 1. Mose, wenn Isa sich reinmerken, dass Jakob bejahen. Sie merken sich rein, denn wir rein der Krieg wird vielleicht sein. Aber dann kamen Isa und Jakob taupen sich, merken sich ab und dort gab nicht Krieg. So wir sind das selbst, ich denke, hier war dort Isa oder Edom, die würden reinmerken für Krieg. Sie würden Angst haben. Ein Ding, was ich hier beobachten mit Menschen, ist, wenn Menschen sich ängsten von Orde, die wollen fertig still sein, die wollen matt sein, krieg, was sie sollen, weil sie ängsten sich, aber wenn sie dann die Gelegenheit nur das Verhältnis oder Unterhaltung Gelegenheit haben, dann wollen sie träghasten und sich proben, dass sie kann trägfäden. So, wenn Menschen sich ängsten, dort ist fertig, wenn sie gefährlich sind. So, in unserer Gemeinschaft, wenn wir dort kann sein, dass ein Mensch Angst sich damit anzureden, wir sollen sie abpassen, dass wir nicht unnötig beleidigen dann. Und dann wieder sagt er, in der 6. Vers, die dürfen eten und Wasser von den Keipen, dort die zu eten und trinken haben. Wenn sie in das Land durchgehen, nicht bloß sollen sie nicht Krieg merken mit ihnen, die sollen auch dort betonen, für was sie eten und trinken werden. Und die Zeit wird das sagen, wenn ein Volk wird in das Land durchgehen, sie würden bis nehmen, was sie entjankert, und wenn sie da mit wegkommen werden, dann würden sie das bis nehmen für sich selbst. Aber Gott sagt nur den Israeliten hier, dort eten, dort trinken, keipen. Sie sollen abrechtig geschafte haben mit dem, was sie würden das Fiend tun. Und ich glaube, hier ist noch ein Punkt, was wir können annehmen. Und dort ist, wenn die Sinne sind, was nicht glauben tun, was nicht in Glauben sind. Dort meine ich, dass wir können dann anspielen, wir können nicht abrechtig sein, mit wo wir mit handeln tun. Jede Person, was wir in Kontakt mit sind, soll wir mit abrechtig sein. Weil, wenn wir Jesus Christus in Namen drehen tun, wir haben immer eine Gelegenheit, ein Zeichnis sein für Gott. Und dann der 7. Vers sagt es das. Vergeht nicht, wo der Herr in Gott ihn gesandt hat,
En jeder Ding, wat je in deze tijd gedaan hebben. Hij heeft nog niet opgepast, wil je door deze grote wildnis gingen. En als nu, deze 40 jaar met je geweest. En je hebben alles gehad wat je fehlt. Deze lieden hebben vielleicht gedacht, hier ist das ferne Land, warum können wir das nicht? Warum können wir das nicht nehmen für uns selbst? Gott sagt uns das oft, wir sollen nicht mal proben, das zu nehmen. Was Gott dann sagen, das ist, die haben so viel. Die haben viele Gott. Und vierten kicken wir an, was wir nicht haben, ans Janker dort. Aber vierten Gott seine Antwort für die Janker ist, kick, was du hast. Sieh dir Frieden mit, was du hast. Sieh mal, wo ich in Trüge warst. In all diese Zeit, in all diese Jahren, und du hast alles, was dir fehlen wird. Und das ist, was Gott nur die Israeliten sein wird. Und dann wieder kommen sie noch nach zwei Völker Menschen, zwei Sorten Menschen, das sind die Moabiter und die Ammoniter. Und das sei wie in 9 bis 13 und dann 16 bis 19. Und er sagt, sie sollen nicht merken, die Streit nicht mit dem Lied von Moab, den Nachkommen von Lot. Fangt keine Krieg an mit an, willst auch wo je nichts von Land geben, zum durch ansiedeln. So, wir sind dort Esau, der ist in Freundschaft mit Jakob, was Israel wird. Und hier sind zwei andere Sorten Menschen, die sie sollen nicht mit streiten und nicht mit Krieg merken. So, wer wären diese Menschen? In 1. Mose Kapitel 19, 36 bis 38 sagt es das. Und das sagt uns, wer das sind. So kam dort beide von seinen Tochtern, und er redet von Lot hier, schwanger werden und von Vater. Die Ältere hatten Senn und nahmen Moab, und die von denen, die Moabiter haben, und als Stammvater. Und die Jüngere hat auch in Senn und nahm Ami. Die von denen Ammoniter haben als Stammvater. So das ist, wenn wir die Alte Testament Kapitel 19 von 1. Mose, wir sehen dort Abraham und Lot. Lot wie der Nephew von Abraham und die Nachkommen von Lot wären diese zwei Menschengruppen. Und so willst das verbunden ist mit Lot und auch mit Abraham. Gott sagt, das Land, wo sie wohnen, ist nicht verjüngt. Das ist nicht verjüngt, das ist Erd. Gott sagt, er wird nicht geben. Nicht bloß, dass Gott dort aufmerken, dass die Israeliten dort Land kann nehmen. Er sagt auch nur die Moabiter und er das entsehnen, dass sie ein gratis Land kriegen. Und an der 15. Vers sei wie dort Gott sagt, und Moses bringt die Israeliten trägt, dass sie dort seinen tun, dass Gott als jenen entgewast, und über die letzten 38 Jahre, die wird in der Zeit, dass sie grunzen deuten, sie sind meist alle gestorben, sie sind alle gestorben. In der 15. Vers sagt es das. Der Herr hat du nur gesehen, dass jeder letzte von dir gestorben wird. So Gott hat versprochen, wir sehen das in 4. Mose Kapitel 14, 26 bis 35. Das lehrt uns, warum Gott uns so strafen wird. Ich will 26 und 37, oder 26 und 27 lesen. Dort sagt der Herr, redet mit Moses und Aaron und sagt, wie lang soll dort mit dieser bösen Volk noch wiedergehen? Dort sei jenen mich grum sein. Ich habe dort gehört, wo die Israeliten jenen mich grum sein. So was wir dort, was sie deuten, was Gott so da mögt. Dort Gott wird jenen entdrehen. Dort Gott jenen entwirrt. Dort wir will so ein Volk werden, was grunzen deut. So ich dachte ein klein bisschen, was ist dann
der Unterschied zwischen Grenzen und dort bloß bekannt merken, dort wie besorgt sind und Dinge. Wir sind fertig Dinge, die nicht ganz stimmen, dann mit was soll sein. Und wir sind besorgt unter Dinge. Wir wollen haben, das soll nicht euer werden. Und das ist nicht mit euch. Die Bibel sagt, wenn du was hast, was wir sollen recht merken, wir sollen recht merken. Wir sollen Dinge proben zu bessern. Aber das sind vier Dinge, die ordentlich sind. Und der Unterschied zwischen dort und was grimm sein ist das. Wenn ein Mensch grunzen hat, er merkt die Trouble gratis, was ist. Die haben vielleicht noch mal mit Kindern gesehen. Ein Kind kam brüt und sagt ihm, dass die Box sei ja wei. Was sei ja, das ist grülich, wei dir. Wird es fertig, dann kann wir vielleicht sein dort. Sie werden vielleicht nicht Stuhl abbrechen, aber armer. Und dann kann sie sich da sagen und will die Buch so weit und dann baut man die Titel ran so ran und spielen. Solange das Schwindeste, die Freiheit haben, nicht zum Stuhl abbrechen, ran so ran. Sie grunzen und grimm sein, merken die Trouble, was du erst, für euer sie erst, wird sie wollen, was kriegen, was entjankert. So erst du mal grunzen. Wir merken die Trouble viel gratis, was du erst. Und die Ursache, warum wir das tun, ist, wir sein alles durch ein negativ Licht. Wieder ein Mensch, der grunzen hat, einmal grunzen hat, ist so einer, der bloß dort arichtet sein hat und niemals gekauft sein hat. Wir sein ein Mensch, ist so einer, der das Kuffel einmal hofladig ist. Ich würde wieder sagen, das ist ein Mensch, der den Kuffel hofladig hat, aber der sieht nur, der hat das Viertel voll. Ein Mensch, der niemals gekauft sein wird. Einmal, was er nicht hat, ist, an was sie reden. Ein Mensch, der einmal grimm sein wird, ist, das ist artig, das kann niemand sein, wo Gott entsehnen wird. So wie mit den Israeliten. Sie grunzen. Sie haben bis das Manna zu essen. Sie haben bis die Düven zu essen. Das ist alles, was sie haben. Und sie sagen nicht, wo Gott dort wird, dass Gott von der Luft eten geben, denn sie dürfen das nicht mehr wörtlich verschaffen. Sie sagen nicht, was der Gott wird, was sie werden. Zweitens, sind aber Grunzen down, wiesen aber, was Wort nicht schaffen, leider es sein, was Wort kann schaffen. Sie sagen in Englisch, sagen wir, they never give any solutions to the problem. Das Problem, was du hast, sie haben niemals eine Antwort für das Problem, sie gleichen bis zu wissen, was das Problem ist. Die grunzen, die kann niemals was Gott rührt. Und ich glaube, der Untergrund von all das ist, sondern was grimm sein tun, sind so, was die ganze Welt durch ein kritisch Licht sein. Ein negativ Licht. Alles ist einmal schlecht. Und die jammern über das und über dort. Und das ist der Sinn, was Gott so strufen hat. Ich glaube, wir können von das nehmen, dass Gott es jängen und kritisch jest. Ein Mensch, der einmal grunzen hat, ein Mensch, der von Herzen angestellt ist, kann nicht unter Gott sein leben. Und wenn wir dann die ganze Welt durch das sein tun, Gott wird uns niemals sehen, dass wir können gewandt leben in Arm. Wieder, ich würde sagen, wenn wir Menschen haben in unser Leben, wird die Welt an sein wird. Sie machen niemals ändern. Und ich glaube, das ist, woran Gott diese zwei Menschen, die so negativieren, die einmal bis grunzen deuten, das ist, woran Gott leid und aufstorben. So dort, die Israeliten würden frei sein von diesem Gas, was einmal würden trägen. So, das ist nochmal, und das ist heute gesagt, Fergen erst in der Kirche, fergen erst in Geschäfte, fergen erst in Heim, Beta, auf, ohne weiße Menschen. Und das ist, was hier wird.
Israeliten wären besser auf, ohne diese Menschen, was armer critical wären. So einmal das Port von Ernt, was wir würden gerne sagen, Kräf erst aufgestorben wir, dann wären sie bereit, tam dort nicht lohnt angehen. Und dann sehen wir in Kapitel 2, 24 bis 37, dort sei kommen noch ein Land, was Gott entgeben wird. Wir sagen in 24, das steht, du hast auch jünt der Eremiter, König Sihon, der König von Heschbon ist, gejäft. So hier sind 3 Länder, wo sie nachgehen leiden, und Gott sagt, das ist nicht verdient. Das ist verernt. Und dann kommen sie noch in Land, und Gott sagt, das hat noch jint gejäft. Letzte sind das sagen wir, wo wir als Christen, Gott hat uns viel gejäft in Christus. Er hat uns das geschenkt, das ist uns. Nu sagt Gott, nur uns als Christen, nicht direkt dort eine jint gejäft hat, nu neem dat aan. En dat is wat hij hier zijn dat. Ik kan je dit land gegeven, nu go naar en neem dat. So ik dacht, würde uns vielleicht in letzter Sinne redet nicht persönlich, was wir in Jesus Christus haben. Ich will uns weiter bis heute denken. Was haben wir in Jesus Christus? Was ist du für uns, dass wir dort annehmen können und dort ausleben? Ich glaube, ursprünglich, was wir in Jesus Christus haben, ist, wir können uns sicher sein, dass wir dort ewig Leben haben. Wir können uns sicher sein. 1. Johannes Kapitel 5, der 12. Vers sagt, wer Jesus Christus haft Leben. Wer Jesus Christus nicht haft nicht Leben. Das geht nicht dort klar geschrieben. Wer Jesus Christus haft Leben. Und wenn du Jesus Christus hast, dann hast du ewig Leben. Wenn du am angenommen hast, wenn er dein Heiland und Herr ist, dann kannst du dort weiten, dass du dort ewig Leben hast. Wieder Galater Kapitel 3 lehrt uns, dass wir sind Gott seine Kinder. Wir sind angenommene Kinder. Auch wir sind in der Familie geboren. Der dort war die Geburt, sind wir angenommen und in dort Gottes Familie geboren. In Johannes Kapitel 8 sage ich auch wieder, dass wir sind frei. Wer in Jesus Christus ist frei. Wir sind frei von Sinn. Wir sind frei von der Strophe, der ewigen Strophe, was immer sind wir. Wir sind frei von der Sklaverei, was der Gesetz bringen werden. Wir sind frei, um für Gott leben. Und der Frau damals dort ist, sehr wie es Christen, da wir unser Leben so ernst nehmen, das bewiesen wird, dass wir frei sind. Wir sind nicht mehr Sklaven zu dem Sinn. Wir sind nicht mehr Sklaven nur der Strophe und der Schon, was durch den Sinn kommen wird. Wir sind frei in Jesus Christus. Und dann in Johannes Kapitel 16 sagt, dass wir sind Gewinner. Wir haben gewonnen über diese Welt, weil wir in Jesus Christus sind. Das ist, was wir in Jesus Christus haben. So dann wollen wir uns dann vielleicht fragen, willst wir dort sicher können sein, dass wir dort ewig Leben haben, lebe dann für alle Ewigkeit. Willst die Bibel uns lehren, dass wir sind angenommene Kinder in der Gottes seine Familie, lebe dann des Gottes Kinder. Wenn die Bibel uns lehren, dass wir frei sind, lebe dann in der Freiheit. Wenn die Bibel uns lernt, dass wir Gewinner sind, kicken wir in jedes schwere Ding, was wir durchgehen an und sein, in Jesus Christus hat gewonnen. Das ist, was Gott uns versprochen hat. Das ist, was Gott uns gegeben hat. Wer wir das dann annehmen. Selbst die Israeliten dann in das Land gehen. In der 25. Vers sagt es das. Von hier wieder, wo auch der Lied voll Angst und Furcht fallen. Gott wird Pferde entgehen. Und er wird den Weg aufmerken, so dass sie würden gewinnen. Und dann dadurch der Vers sei wie was interessant.
Die Israeliten, die gingen nur das König in das Land. Und die sehen, sie würden wellig das Land durchgehen. Und sie wissen aber, sie würden Krieg merken mit das König. Aber was seht der König? Und keiner war. Er hat sein Hort. Und dann durch der Vers, das letzte Part von der Vers sagt, der Herr, jün Gott, hat dem in sein Geist aufgehört und Arm gingen an Gestalt. Das ist ein Ding, was mir einmal, wenn ich die Bibel lese, wir sind das von den Ägyptenkönig, wir sind das von anderen. Dort, wenn wir ein Hort haben, wenn Gott dort so seinen dort andere halten dort, er wird fertig ans Hort nach dollar Hort. Mir sind das fertig schuld, wenn ich mit Menschen reden dann. Und sie haben den Hort so kalt gemerkt. Sie haben nicht loten Gott. Der hat Gott nicht geloten, und Horten war da wegmerken. Und von wie Gott auf sein dann, wenn wir bis Betternis loten und uns Horten ankommen, dort wir ein Hortet, kaltet Hort haben. Dort erst fertig, dort Gott wird uns loten. Dort uns Tag loten, so uns Horter und Horter worden dann. Und dort sind Menschen, die ein Hortet Hort haben, die schlechte Entscheidungen merken dann. Dort sind so Menschen mit einem Hortet Hort, die fertig viel Trouble bringen dann für ihr Leben. Und nicht bloß für ihr Leben, aber für ihre ganze Familie. Und ich hatte fertig gesehen, wo ein Vater sich lässt den ganzen Hort verbessern. Und das Hort wird ganz hart. Und dann die ganze Familie, die Früh und die Kinder, die Mann und dort leiden, weil die Vater gegen die ganze Welt gesagt ist. Wer wir nicht Menschen sehen, ist das Herrschbahn König, wird ein Hortet Hort haben. Und dann sagt dort in 31 bis 37, sie müssen Krieg in Israel gewonnen ewig. Und dann sehen wir wieder, sie haben das Land gewonnen, sie haben das Land übernommen und sie müssen jede Person, die lebt, die nicht ein Israeliter wäre, sie müssen die alle Daut. Und dann kommen sie ins nächste Land an, das sehen wir in Kapitel 3, in 1. bis 11. Vers. Und hier sehen wir Og wie der König, wird in Baschan wir. Und sie kamen taub für Krieg. Und Moses halb dann denken, wo sie taub kamen und sie gewonnen. Das ist interessant. Er sagt mit der Ordnung König, dort die wird sich ängsten verehrt. In der zweiten Vers von Kapitel 3 sagt Moses, dort sie sollen sich nicht ängsten von Og, der König von Baschan. Warum sollen sie nicht ängsten, um in Krieg gehen? Das sagt, ich habe Arm und mit alle seine Menschen in sein Land in jene Macht gegeben. Das sieht nicht Angst oder Angst tut nicht, sei wie viel in der Bibel. Das ist ein von den Dingen, was Gott fertig sein wird. Gott sagt, Angst tut nicht. Fried mit Jünd. Und das ist, was er hier auch sagen wird in den Israeliten. Sie sollen sich nicht ängsten. Und dann sehen wir in der 3. bis 5. Vers, dass Gott jäif ganz han no die Israeliten. Sie gewonnen ewig. Und die werden 60 Städte, 60 Staaten und Dörfer, was die Israeliten übernehmen werden. Hier ist ein Ding, was wir müssen sein von hier. Wenn Gott mit uns ist, wir wollen gewinnen. Wenn Gott mit uns ist, wir wollen ewig kommen. Die, was mit Gott gehen wird, wo Gott leiden wird, die können sich immer sicher sein, dass Gott wird die Gewinns bringen.
Die Events wird vielleicht nicht einmal so loten, das was wir glauben, aber Gott, wer Gott nur folgen der geht einmal in die Events, was Gott tät. So warum sieht Moses diese Dinge? Warum halt Moses ernst sein, was sie getan haben? Wenn sie in das Land würden lernen gehen, und wir mal eine kurze Zeit auf, wie sagen, 2 sind trägt, dass das als Port von Moses seine letzte Botschaft. Sie sollen reit sein, tam einmal zurückkicken, wo Gott treu wie ihr warst. Gott hat ernst gewesen, wer sie nicht so einen Krieg mit merken. Gott hat ernst gewesen, wo sie würden gewinnen und wo sie würden das Land annehmen. Und wenn sie würden zurückkicken nur diese Tiden, dann würden sie kein sicher sein, dass Gott wird nie irgendwann ernst sein. Und ich sage das Ferien, ihr habt mir gehört von mir sein, das ist sehr wichtig, von Gott wird der in uns leben, das ist wichtig, dass wir das durchschreiben. Dass wir können einmal zurückkicken und die Zeit, wo Gott treu wird, wo Gott schaffen wird für uns, wo Gott uns leiden wird. So dass, wenn wir in eine neue Trouble ran, wenn wir in eine neue schwere Zeit gehen, dass wir können zurückkicken und sagen, dass Gott treu wird und will sie erst treu wird, wir können uns sagen, hey, was war das treu sein? So, ich weiß nicht, was für eine schwere Zeit je nu von dir ben zijn. Maar kijk terug, wo Gott treu ist je was. Kijk terug, wo Gott je durchgeführt hat in die schwere Tiden. Wenn Gott als treu je was in den ersten Jahren, in den mehreren Jahren, hij wird von dir auch treu sein. Gott ist derselbe Gott, gestern von dir und für immer. Gott streitet für uns, Gott fährt für uns und Gott gewähnt für uns. Und dann Kapitel 3, der 12. und 20. Vers, halt Moses an zurückkicken, wo sie das Land annehmen werden. Und wir kann ich Titel alle durchgehen, in 4. Mose Kapitel 33, ich kann das nur lesen. Und wir sehen, dass das Land, was Israel gewinnen werden, was Israel annehmen werden, wird nicht Port von das Land, was Gott an versprochen hat. Und hier ist ein sehr interessantes Ding. Durch die Strophe, was Gott die Israeliten durchnehmen werden, durch die Belierung-Zeit, in der Zeit sehen Gott die Israeliten mit Wort, was sie würden vielleicht in der anderen Weise nicht gekriegt haben. Und wenn ihr in so einer Zeit sind, wo ihr feiern, dass Gott das dient und noch uns belehren, dat is verten dat Gott uns sehnen dat in der Zeit, in weh, was wir würden nicht hingekriegen, was Dinge, was wir gelehrt haben, was wir würden nicht hingelehrt, wann Gott uns nicht in der schwere Zeit durchgebracht hat. So, wir sehen dort Gad, Manasse und wo wir die Ohren Land. Die wären drei Völker, die das Land würden annehmen. Dann sei wir aber, wie sein wir Gott geschafft hat, und er merkt die Kinder von Israel, reit haben wir nicht in Land angehen. Dann fragt Moses noch einmal, hey, weiß, dass Gott hat ihm das aufgesagt, dass nicht Land angehen. Dann sagt er nur Joshua in 21. Und ich sehe Joshua zu der Zeit, du hast gesehen, wat de Herr te bed, de bed kennis deed. Hij wordt krakse donen te alle de kennis rek en wonen je nog nan gonen worden. Hij wil Joshua, hij had het aangenomen, hij wil niet in het land aangaan. Maar hij zegt Joshua zal terugkijken over God treu weer. En hij zal zich niet angsten. In 22 vers, angst je niet voor die. De Herr je God als de Janja, die voor je aanstaat. Maar dan draait Moses naar God en vraagt hem, in 25, dat God hem wordt toch in dit land laten gaan. Hij heeft gereed voor God, hij heeft God zijn nodig, wat Gott sagt, wiedergebracht naar de Israeliten. En nu vraagt hij God
von der tweede Gelegenheid. Hij vraagt Gott, wil je mij dat loten en dat niet loten aangaan? Ik weet, die has nee gezegd. Ik denk een klein beetje aan kind. We dan onze kinderen werken met beste dingen beleren. Dan komt dat kind naar me naar ons en vraagt, kan ik dit toch? Ik weet, die has mir dat oft gezegd, maar kan ik dit toch? En krijgt es wie es ouderen werken zijn? Nee. Dat is wat Gott ook nun Moses sagen deed. Hij zegt hem nog streng, red niet mij aan dit naar hem aan, de 26 vers. De Heer wie nog, dat zegt hij wie nog versteld over Moses. En hier is net zo dat laatste zin al. We kunnen onze ene zin wählen, maar we kunnen niemals onze uitval wählen. De uitval, Gott Sien Straf, wat Gott wählen, dat is onze Belierung, kan we niet wählen. We kunnen onze zin wählen, aber de uitval is voor een ganz anders, wat we doch niet willen zijn. Maar wat zei we dan, wat deed Gott hier? Gott sagt, die wirst dit Land nicht angehen. Aber, ich will die Loten dort Land sein. So, wir sehen hier, was Gott sein Hort ist. Gott sein Hort für seine Kinder, die wird Gemeinschaft haben mit ihm. Erst nicht bis zum Strafen hoch sein. Die Strafe musste sein für Moses, wenn Gott es gereicht. Aber Gott in seine Gnade lässt Moses auf den Berg abgehen, dass er kann das ganze Land sein, viel von das Land sein, wo die Israeliten würden angehen. Ich will uns von der ermutigen, wenn wir von der eine Zeit sein, wo Gott uns belehren wird, wenn wir eine schwere Zeit sein, wir weiten, dass Gott das an uns schaffen. Gott ist nicht ein Gott, was hungrig und doll ist. Wir haben vielleicht einen Uitfall von unserer Sinn, was wir machen durchgehen. Oder wir sind vielleicht eine schwere Zeit, was Gott wird nicht aufmerken, aber Gott in seine Gnade ja für uns Ferken gelernt hat. Zum sein, was er schaffen wird. Und ich will uns von der ermutigen, wenn wir, so die Israeliten, in der Wildnis rumgehen, Gott ist nicht böse mit uns, wenn Dinge gut gehen. Gott ist nicht böse mit uns, wenn wir in Sehnen sind. Aber Gott ist mit uns, wenn wir auch in den schweren Zeiten sind. Wenn wir in die Zeit durchgehen, wo wir bestraft sind. Gott geht mit uns. Ich weiß nicht, wo ihr seid mit Gott von dir. Seid ihr in einer Zeit, wo alles fern ist? Gott ist mit uns. Habt ihr gewandelt von Gott? Seid ihr in der Wildnis? Hat Gott in der Wildnis angelegt, dass ihr Ware empfangen kann? Ich will ihn von dir ermutigen. Gott ist mit uns. Wieder ist dort, Gott lädt uns. Gott seine Hand ist da. Für diese 38 Jahre, wie Gott mit Israel in Kraft seiner starke Weise für die ersten 2 Jahre. Und das ist, was ich will von dir uns mit ermutigen. Buiten wat van de tijd we zijn, schwere Gode. Gott ist einmal mit uns, seine Gnade ist einmal nie, jeder Smars, und er lässt uns niemals tag. Wir schließen mit dem Gebet. Liebe himmlische Vater, wir sind dankbar, dass wir können uns ganz an die halten. Wenn uns das nicht einmal schön geht, wenn wir dort weiten, dass die das uns belehren, wir dürfen niemals Angst haben, dass die uns verloren das. Die nimmst die Uitfall von unserer Sinn vielleicht nicht weg, aber du bist der Weg mit uns. Du darfst uns leiden. Und in den schweren Zeiten, du sind fertig sehen, was wir vielleicht in unserer Weg würden nicht haben gehabt. Wir würden nicht haben gekriegt. Aber Gott, wir wissen, dass du bist gnädig, du bist geduldig. Go mit uns, dass wir können in uns Leben wandeln. Dollar und Dollar Jesus Christus licken. Wir beten das in Jesus' Namen. Amen.